Ich bin ein normaler Bub. Ich stehe am Morgen auf, gehe in die Schule, verbringe den Tag dort, gehe heim, mache Aufzugehen, habe manchmal noch ein bisschen Freizeit und gehe dann ins Bett. Doch es gibt ein gewisses Hobby, eine bestimmte Ecke in meinem Leben, wo mir Freude macht, aber gleichzeitig Probleme beschafft. Angefangen hat eigentlich alles etwa vor einem Jahr. Ich habe aus Freude und Neugier, weil ein Kollege damit angefangen hat, selber mein erstes Video gemacht. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe einfach angefangen. Egal, was andere von mir gedacht haben. Egal, was ich von mir gedacht habe. Doch mit der Zeit hat die Freude abgenommen. Ich bin nicht mehr ich selber in meinen Videos. Ich habe mir Gedanken gemacht, Sorgen, ob die Leute mich akzeptieren, so wie ich bin. Ob sie meine Videos gerne schauen. Und das war ein grosser Fehler. Nach und nach ist mein Selbstvertrauen verschwunden und ich bin einfach nur noch verkrampft auf dem Sofa gehockt und habe mich klein gemacht, als ob ich mich vor der Kamera verstecken will. Meine Lust auf Videos machen hat sich auch verabschiedet und ich bin eigentlich am Tiefpunkt angekommen. Doch was einen Tiefpunkt gibt, gibt es auch einen Höhepunkt. Man muss ihn sich nur verdienen. Ich habe langsam gemerkt, was ich meinem Körper, meinem Leben antue und wenn ich nicht etwas unternehmen würde, wäre ich für immer in diesem Graben gefangen. In diesem Graben, wo kein Licht hineinlässt und sich von meiner Motivation ernährt. Doch das wollte ich nicht zulassen. Ich habe langsam wieder angefangen, eine Freude zu entwickeln fürs Filmmachen, habe mich mit dem befasst, was mir Sorgen gemacht hat, habe mich meinen Problemen gestellt und versucht, sie so gut wie möglich zu meistern. Ich habe mehr auf meine Klasse und Familie gehört, die mir immer das bestmögliche Feedback gegeben haben. Aber vor allem habe ich an mich geglaubt. Und jetzt bin ich da, so motiviert wie noch nie und geniesse jede Sekunde vom Filmmachen. Und das hätte ich ohne die grosse Unterstützung niemals geschafft. Die grosse Unterstützung von allen Zuschauern, die mich mit Kommentaren und Bewertungen ermutigt haben, weiterzumachen. Von allen Kollegen und Kolleginnen, die mir beim Aufnehmen oder auch mit beruhigenden Worten geholfen haben. Von meiner Klasse, die mir immer gerade am nächsten Tag ein tolles Feedback gegeben hat. Und auch von meiner Familie, die immer hinter mir gestanden ist, falls ich ein Problem hatte. Und für das möchte ich einfach Danke sagen. Doch es gibt nur einen einzigen Satz, der mir auch sehr viel gebracht hat. Glaub an dich.